An dem letzten Video hatte ich gesagt, dass ich glaube, dass Gott mein Leben gerettet wird und dass ich glaube, dass Hen dein Leben retten will. Aber was soll das dann noch herrschen? Leben retten war da vielleicht ein bisschen dramatisch. Dax schwätzt die Bibel von Leben und meint damit nicht das, was mehr mit Leben meinen. Wenn mehr von Leben schwätzen, ja, ganz normal, ich komme auf die Welt, hoffentlich sterbe ich nicht zu frei, und alles, was dazwischen geschieht, ist mein Leben. Und hier schwätzt die Bibel auch von dem Leben, so wie wir das verstehen. Mit Dax, wenn die Bibel Leben sieht, da schwätzt von einem Leben nom Tod. Davon haben wir hier ein Beispiel. Am Lüg 9, 23 und 24. Du sollt hier zu hinnen alle go. Hier als der Jesus und hinnen alle go sind einfach Leute, die ihm nur gelauscht haben. Wer mir no go will, der muss sich selber verlegen, sei Kreuz abzuschulen und mir no goen. Wer sein Leben nämlich retten will, der verliert es. Aber wer sein Leben wenigstens mehr verliert, der rettet. Du hast ein bisschen komisch hin und her. Zum Beispiel der Satz, wer sein Leben wenn Menge verliert, der rettet. Das macht gut keinen Sinn. Außer, wenn ihr versteht, dass es hier zwei verschiedene Sorten Leben geht. Der eine wäre gesagt Leben zwischen Geburt und Tod, und das andere Leben, was nach dem Tod kommt. Der Jesus ist nämlich auf die Erde gekommen, für dein Leben nach dem Tod zu retten. Und das Leben ist eigentlich viel mehr wichtig. Nicht nur besser, wenn es dem, wo wir es verbringen, aber auch, weil es ewig ist. Und okay, du willst dein Leben hier genießen, so lange wie möglich hier leben. Möchte ja Sinn. Aber wenn ihr versteht, dass nach dem Tod ein ewig leben könnt, das ist ja viel mehr groß, viel mehr lang, wie das Leben auf der Erde. Unendlich lang. Also möchte es Sinn, für alles zu investieren, für das ewig Leben zu gewinnen. Aber wie meine ich das? Mein ewig Leben gewonnen. Und da habe ich eine schlechte Nachricht. Die Bibel sagt, ich kann das nicht, du kannst das nicht. Kein kann sein ewig Leben gewinnen. Mir dann habe ich auch eine gute Nachricht. Die Bibel sagt, dass wir das nicht brauchen. Weil der Jesus hat das für uns gemacht, aber will es uns schenken. Und das können wir auch an der Bibel lesen. Nämlich in Römer 6, 23. Der Lohn von der Sünde ist nämlich den Tod. Mit dem Kado von Gott ist ewig Leben durch Christus Jesus, unseren Herr. Der Jesus sagt also zu den Leuten auf der Platz, Gift mehr Erdleben. Was krass ist, weil mein Leben ist alles, was ich hun. Die Sache zwischen Geburt und Sterben ist alles, was ich hun. Wir sind nicht fertig. Hier sagt, Gift mehr Erdleben hier auf der Erde, die 80, 90, 100 Jahre, und ich gehen erst ewig leben. Wie genau hin das möchte und was das bedeutet, ihm nur zu gehen, und noch vieles mehr, können wir in der Bibel rausfinden. Und ich gebe mich freuen, wenn du weiter bereit wärst, nur zu lauschen.